Und somit grüße ich zurück zu einem kleinen außertürlichen Video. Und zwar vor ein paar Tagen kam ja ein kleines Infovideo und ich habe mir gedacht, ich probiere es nochmal mit diesem Spiel. Ich habe ja die ersten 2 Teile, bin aber der Einzige, der das Spiel noch nicht kennt. Genau. Und heute machen wir den kleinen Gefahrenkurs. Ich nehme den nun schon das 3. Mal auf. BZW. 3 Mal habe ich ihn jetzt schon aufgenommen und 3 Mal musste ich feststellen, dass leider sämtliches nicht hinhaut. Ja, wie ich es jetzt geschafft habe, frag mich bitte nicht. Gehen wir es mal an. Und willkommen auf dem Black Mesa Gefahrenkurs. Hier werden Sie im Umgang mit dem Schutzanzug für gefährliche Umweltbedingungen ausgebildet. Ich bin Ihre holographische Assistentin. Fangen wir mit etwas ganz. Wenn Sie einen dieser Knöpfe sehen, drücken Sie ihn. Und ich bin auf der Stelle da. Hallo und willkommen auf dem Black Mesa Gefahrenkurs. Yippie! Willkommen beim Schutzsystem HEV Mark IV für den Einsatz unter gefährlichen Umweltbedingungen. Natürlich. Kurzen Blick, ich muss mich erst wieder mal durch die Tasten suchen und finden. Gut, die Taschenlampe ist auf F. Die Bewegung im Schutzanzug kann am Anfang etwas ungewohnt sein. Ist sie auch. Machen Sie sich erst einmal mit den Grundbewegungen vertraut und bald werden Sie gar nicht mehr merken, dass Sie den Anzug überhaupt tragen. Ich sehe Sie dann da vorne. Na, das ist aber lieb von dir. Es wird noch ein extra Video kommen zum Thema Half-Life. Oder habe ich das nicht schon im Infovideo gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Scheißegal. Nee, ich glaube, das habe ich im Infovideo komplett abgearbeitet, das Thema. Und zwar, ich kenne es nicht und suche neue Spiele für den Kanal für die Zukunft. Genau, jetzt gehe ich dir auf den Zeiger. So. Ja, es ist blöd, ich kenne den Parcours schon. Oder den Gefahrenkurs bereits. Die erste Bewegung, die wir auf dem Gefahrenkurs trainieren, ist der einfache Sprung. Versuchen Sie, über diese Rohre zu springen und benutzen Sie dafür nur die Befehle Rennen und Springen. Wenn Sie vor dem Sprung Anlauf nehmen, ist es äußerst hilfreich. Schauen Sie mir zu. Ja, ich habe dir zugeschaut. Ich entschuldige mich vorerst für das nicht vorhandene Intro, sondern da habe ich nur das Dialekt-Intro genommen, aus dem einfachen Grund. Ich fand keinen schönen Trailer zum Verarbeiten. Leider. So. Hui! Gut gemacht. Diese neuen Anzüge können ganz schön kompliziert sein. Gehen Sie nun bitte zum nächsten Abschnitt weiter. Natürlich gehen wir zum nächsten Abschnitt weiter. Jetzt kriechen Sie unter den nächsten Hindernissen durch. Beachten Sie bitte. Weißt du was? Wir beschleunigen das Sehr Ganze. gut. Ich habe Sie fast gar nicht bemerkt. Gehen Sie zum nächsten Abschnitt weiter. Naja, klar. Ja, Jetzt schon. werden wir Ihre Fertigkeiten miteinander. So. Gut gemacht. So wie es aussieht, sind Sie jetzt für den nächsten Abschnitt bereit. Hahaha. Natürlich. Damit Sie in diese Rohre kommen, müssen Sie Ihrem Anzug signalisieren, dass er geduckt springen soll. Stellen Sie sich dazu. Ja, wie gesagt, ich kenne den Parcours schon und anhand dessen, was ich hier treibe, wirst du schon feststellen, um was es hier geht. Ich und PC spielen, ach du dickes Ei. Gehen Sie direkt auf die Leiter zu, schauen Sie nach oben und bewegen Sie sich weiter vorwärts. Natürlich. Die nächsten 3 Sprünge werden immer schwieriger, aber sie sind machbar. Das war super. Gell? So, einen Da weiteren staunst du, Sprung wa? müssen Sie noch lernen. Einen Sprung müssen wir noch lernen. Ach ja, hier bin ich ja... Für lange Sprünge benötigen Sie ein eigenes Lademodul, eines wie das hier. Sie Das habe ich noch nicht verstanden, wie das funktioniert. Da bin ich jetzt mal gescheitert. So, gehen wir so. Komm. Das war Jetzt da. prima. Das war prima. Hast du das gehört?
Und wie gesagt, ich habe vor der Geschichte keinen blassen Schimmer. Starten Sie bitte den Lift, indem Sie zum Knopf gehen, ihn ansehen und Jetzt sind Sie also hier oben und es gibt nur einen Weg wieder nach unten. Suchen Sie das Ziel auf dem Boden unten und versuchen Sie es zu treffen. Habe ich zwar nicht, aber ich gehe weiter. Sie werden solche Medikits überall auf dem Black Mesa Gelände finden. Möchten Sie Ihre Gesundheit wiederherstellen, gehen Sie zu einem Medikit und drücken die Benutzen-Taste. Ihre Gesundheit Klick. wird nach und nach wiederhergestellt, bis Sie wieder völlig gesund sind oder das Kit verbraucht ist. Sobald das Licht erlischt, kann das Medikit nicht mehr benutzt werden. Wie sympathisch die Dame doch ist. Um diese Brücke zu drehen, gehen Sie zum Steuerrad und drücken die Benutzen-Taste. Die Benutzen-Taste soll ich drücken? Ach, schön. Fantastisch! Ja, mit welchem Enthusiasmus, gell? Manchmal brauchen Sie mehr als nur Ihren Anzug, um aus einer gefährlichen Lage wieder herauszukommen. Haha. Ja, wie Tomb Raider halt, ne? Wenn Sie ein Hindernis nicht wegschieben können, nützt vielleicht Ziehen Mein etwas. Süß. Um eine Kiste wegzuziehen, Haben wollen. gehen Sie auf sie zu und drücken die Benutzen-Taste. Halten Sie die Benutzen-Taste gedrückt, So greifen in Sie etwa? die Kiste und bewegen. So, tun wir. Wir räumen ja noch zusammen auch. Das hat einen pädagogischen Hintergrund. So. Wenn gar nichts klappen will, können Sie ja vielleicht die Gegenstände, die sich im Weg befinden, verbinden. Vergewissern Sie sich, Boing, boing, boing. dass der Tisch hinter Ihnen mitgenommen wird. Break Warnen Sie sich Crouch. durch kräftige Schläge einen Schutz. Hui! Bis wann ich es dann angehe, Für den weiß ich noch nächsten nicht. Abschnitt sollten Sie die Lampe Ihres Anzugs aktivieren. Hallo. Jetzt hat er sich geschreckt. Prima. Vergessen Sie nicht, dass Ihre Lampe Energie verbraucht. Schalten Sie sie also lieber aus, wenn sie nicht mehr benötigt wird. Natürlich schalte ich sie aus. So. Ich bin ja froh, dass das Spiel überhaupt auf meiner Willkommen alten im Kiste Schießstand läuft. von Black Mesa. Hier lernen Sie, wie eine Waffe abgefeuert und geladen und der darauf angebrachte Granatwerfer benutzt wird. Bitte nehmen Sie Ihre Waffe und gehen Sie zur Schießanlage weiter. Wir gehen zur Schussanlage weiter, genau. Sie müssen jedes einzelne Ziel treffen, um den Kurs abzuschließen. Machen Sie sich aber keine Gedanken, was mal daneben geht. Das Ziel taucht bestimmt wieder auf. Ja. Sehr schön, Versuchen Sie Mausert. während der Pausen nachzuladen. Den Granatwerfer feuern Sie mit einem Druck auf den zweiten Feuerbutton ab. Einige Ziele werden nur vernichtet, wenn sie von Granaten getroffen werden. Sequenz beginnt in 5, 4, 3, 2, 1. Ha! Ach so. Okay, da haben wir noch zwei. Die Ratte vielleicht. Schade. Hä? Eins fehlt ja noch, aber wo? Toll, Kenny. Die Black Mesa Schießanlage erfolgreich gemeistert. Das ist aber lieb von Gehen dir. Sie nun bitte zum nächsten Abschnitt weiter. Ja, genau. Gehen wir zum nächsten Abschnitt. Ihr Schutzanzug überwacht den Sauerstoffgehalt im Blut und warnt Sie, wenn Sie mehr... Großer Bruch diagnostiziert. Gehen Sie nach oben und holen Sie. Sie werden sehen, wie im Anzug die Anzeige für den Sauerstoffgehalt wieder auf das vorherige Niveau So. zurückkehrt. Sie dürfen gerne bis zum Ende des Kurses schwimmen. Haha.
Bis zum Ende des Kurses. Der ist dort hinten, glaube ich. Wenn ich mich recht entsinne. Na komm, komm, komm. Na. Dies ist die Ladeeinheit für Ihren Schutzanzug. Wenn Ihr Energiepegel zu niedrig ist, stellen Sie sich vor eine Ladestation und drücken die Benutzen-Taste. Warte Der mal. Anzug lädt sich nach und nach wieder auf, bis die Ladeeinheit verbraucht ist. Bei Den welchem? Anzug können Sie aber auch mit Hilfe von einzelnen Batterien aufladen. Danke, Süße. Aber von wo kannte ich das Geräusch? Na, keine Ahnung. Wenn Sie sich durch Feuer oder Dampf bewegen, sehen Sie, dass das Hitzeschaden-Icon aufleuchtet. Die Richtungspfeile in der Mitte der Anzeige geben an, woher die Beschädigung kommt. Gelangen Sie in die Nähe von Strahlung, werden der Geigerzähler und die Strahlungsanzeige aktiviert. Auch biologische Gefahren werden durch ein Leuchtbalken angezeigt. So, Gehen Sie nun bitte zum nächsten Abschnitt weiter. natürlich, natürlich. Achso, da muss ich wieder diese komische Taste hier drücken. Und diese Taste. Na? Mag er nicht? Doch. Führen Sie einen Wächter in den nächsten Raum. Er lässt Sie wieder in das Transitsystem hinein. Klar, ich Sie komm müssen mit. auf den Wächter zugehen und Ihre benutzen. Süßer kleiner Bengel. Ah, jetzt gehen wir Zug fahren. Drücken Sie die Benutzen-Taste, um den Zug zu aktivieren. Mit den Vorwärts- und Rückwärtstasten erhöhen oder verringern Sie die Geschwindigkeit. Und tschüssi. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben den Gefahrenkurs von Black Mesa erfolgreich abgeschlossen. Sie sind jetzt berechtigt, den Schutzanzug HEV Mark IV uneingeschränkt. Ja, das war's auch. Ganz einfach. Wann es losgeht, weiß ich noch nicht. Im Infovideo von vor ein paar Tagen, wenn ich nicht vergesse, bei Eingabe des Ganzen hier für YouTube, ist das in der Videobeschreibung verlinkt und es sollten eigentlich auch diese Kapitelmarker dabei sein. Ja, wie gesagt, Half-Life wird ein großes Thema in der Zukunft am Kanal. Ich kenne das Spiel nicht, ich kenne die Geschichte nicht und ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Bis zum nächsten Mal. Baba!